Wie ein weißes Band ziehen sich die blühenden Kirschbäume über die Hochlagen von Oberehrenbach. Viel Arbeit für Obstbauer Roland Schmidt. An über 500 Bäumen will er die Äste auslichten, damit sich die Kirschen besser entwickeln können. Schon als Kind hat Roland hier seinem Vater geholfen, aber er hat immer noch ein Auge für die Schönheit der Blüte. Es ist schon faszinierend, wenn alles im Schnee weiß ist. Es kommen auch viele Kindheitserinnerungen. Ich weiß, früher noch in meiner Kindheit, wenn ich abends unterwegs war, auf die Maikäfer sind hier noch mit rumgeschwirrt. Und es ist jedes Jahr wieder etwas Geniales. Und vor allen Dingen der Duft der Kirsche. Man kann sie ja riechen förmlich. Und auch jedes Jahr wieder das Bangen um die Blütenpracht und der ständige Blick aufs Thermometer. Ich hatte zwar am Anfang auch große Bedenken, weil gerade wo die Blüte gestattet ist, haben wir noch mal eine Frostnacht erlebt mit -6 Grad. Und nachdem ich letztes Jahr alles verloren hatte, dachte ich schon, geht es schon wieder los? Und nee, das kann an und für sich nur ein gutes Jahr geben, weil ich sehe hier alles intakte Blüten. Na? Ja, hier oben zum Beispiel, die beiden hier, da sieht man, dass der Stempel, der ist braun. Wenn die braun sind, dann ist die abgestorben. Der Rest ist gut, der Rest ist gut. 15 verschiedene Kirschsorten hat Roland hier stehen und pflanzt immer wieder neue Bäume. Der Obstbauer experimentiert gerne und ist neugierig, wie sich die Züchtungen entwickeln. Während Regina noch in voller Blüte steht, ist die Sorte Samba gleich nebenan schon wesentlich weiter. Ja, da ist schon relativ viel dran. Und wir sagen immer dazu, die poolen sich jetzt. Ja, es ist ähnlich wie wenn man ein Ei auspult. Ne? Man sieht noch die Blütenanlage, die wird jetzt so langsam abgestoßen, fällt dann runter und dann sieht man hier die Kirsche. Schon um den 20. Juni herum bringen diese Kirschbäume die ersten Früchte hervor. Wer Lust hat, kann sich jetzt schon als Erntehelfer bewerben und erlebt dann die Pflückarbeit hautnah mit. Gegen Kost und Logis im Holzhaus der Obstbauern. In der Küche im Erdgeschoss werkelt Rolands Frau Andrea, um die Produkte für ihren Hofladen herzustellen. Der Kirschessig, das ist unser Weinessig. Also von einer älteren Essigmanufaktur habe ich den und unsere süßen, großen Kirschen kommen da rein. Und dann wird er 7 Monate, wird er da drin schön in Ruhe gelassen. Und dann kommen die Kirschen raus. Und dann wird es nochmal erhitzt und abgefüllt. Ihren ersten Essig machte Andrea vor 18 Jahren mit Brombeeren. Das kam so gut an, dass sie nun 20 verschiedene Sorten ansetzt und dazu gerne Kochtipps gibt. In Sauerbraten in die Soße schmeckt der wunderbar, in Blaukraut, Carpaccio. Ich mache ganz viel mit Essig. Ah, jetzt muss ich in meinen Hofladen, eine Kundin kommt, es klingelt. Hallo, grüß dich. 3 Tage in der Woche ist der Hofladen geöffnet. Da zeigt sich Andreas Freude am Experimentieren. Du, gerade habe ich einen Kirschessig abgefüllt. Okay. Der schmeckt also toll in Sekt. Ah ja, okay. Und aber auch in Salat. Also natürlich in Salat und Tomate, okay. Mozzarella. Ah ja, okay, das ist eine gute Idee. Oder ja. über Vanilleeis, wenn es jetzt warm wird. Ja, das mögen wir auf alle Fälle total gern. Ja. Okay. Ich bin seit 38 Jahren verheiratet. Zuerst immer Äpfel, Birnen geerntet und irgendwie habe ich mir gedacht, ich brauche noch eine Erfüllung. Und dann habe ich mir meinen Hofladen aufgebaut. Liköre, Brände, Marmelade, unsere Fruchtsäcker und mein Liebling, der Essig. Das ist meine Leidenschaft. Und im Hofladen gibt es auch den reinen Blütenhonig, den Roland herstellt. Das Imkern hat er schon als Kind von seinem Vater und Großvater gelernt. Und auch, wie wichtig die Bienen für Obstbauern sind. An ihren Hinterbeinen klebt gelber Blütenpollen. Öseln heißt das in der Imkersprache. Nur bewaffnet mit einer Pfeife, aus der Rauch kommt, will Roland nun den Bienenstock öffnen. Man sieht schon, die haben da ein Wildbau angelegt. Also sie brauchen dringend Platz. Sie wollen mehr Honig eintragen.
Da unten ist die Königin mit ihrem Brutraum. Müssen wir jetzt nicht öffnen. Die letzten Tage waren die richtig fleißig. Und ich gehe davon aus, in 14 Tagen ist der Honigraum hier komplett ausgebaut. Und ich kann ans Schleudern denken. Und das Schöne ist, dass wir hier einen reinen Obstblütenhonig bekommen. Das ist auch schon ganz voll mit Honig. Man sieht, wie es tropft. Auch wenn die Schmidts konventionell wirtschaften, die Obstwiese ist ein Paradies für Bienen, Vögel und Insekten. Platz gibt es auch für Wildbienen. Und am Judasbaum findet die seltene blau-schwarze Holzbiene Nahrung. Zur Familie gehören die beiden Hunde Lotte und Poldi. Das Ehepaar Schmidt hat ein großes Herz für Tiere. Auch für Papagei Toni. Ja? Gott, oh Gott. Und es gibt noch mehr Getier am Hof. Gleich hinter dem Obstgarten mit rund 2000 Bäumen, den das Ehepaar vor 20 Jahren selbst angelegt hat. Hier wachsen vor allem Äpfel, Birnen und Zwetschgen. Die großen Obstbäume sind noch vom Vater und Großvater. Wegen der vielen Neuanpflanzungen müssen die scheuen Kamerun-Schafe jetzt auf der Weide bleiben. Normalerweise werden sie als Rasenmäher auf dem Gelände eingesetzt. So wie auch die beiden Esel. Am liebsten hören sie klassische Musik. Wie wenn früher Da noch bleiben sie klassische alle Musik. stehen und horchen, auch die Schafe. Das ist beeindruckend. Die hat mein Benedikt mitgebracht, unser Sohn. Die hat er vom Schlachter gerettet. Und die hat schlimm ausgeschaut. Hat fast keine Haare mehr gehabt, aber wir haben es hinbekommen. Und jetzt ist sie glücklich. Und dann hat sie noch ihre Rosalie bekommen. Wir haben gar nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Immer dicker geworden, die Marie. Und auf einmal stand Rosalie da. Roland will jetzt ein ganz ungewöhnliches Tier besuchen. Anton! Anton ist ein Känguru oder genauer ein Wallaby. Wie kommt sowas in die fränkische Schweiz? Ich habe gelesen, dass Kängurus bei uns hier leben können. Da war ich natürlich total interessiert. Erst kam Anton vom Frankfurter Zoo, dann haben wir noch Luisa von Norddeutschland bekommen. Und wir wussten ja nicht, dass die immer trächtig sind. Und ein paar Jahre später haben wir zweimal über 20 Tiere gehabt, die wir dann international an Tiergärten und so weiter verkauft haben. Und jetzt ist nur noch der Anton da, aber das passt, den besuche ich täglich. Willi Schmidt, ein stetiger Erntehelfer, kommt mit seiner Wandergruppe am Hof vorbei. Es lockt die Kirschblüte und auch der neue Weinberg. So, und jetzt habe ich euch noch ein bisschen Mozzarella mit Tomate vorbereitet mit unserem Kirschessig. Aha. Oh, Kirschessig, das kenne ich gar nicht. Jetzt bin ich gespannt. Also schmeckt richtig lecker, fruchtig, süß, richtig gut. Ja, ja. Auf dem Weg durch den Obstgarten und die alte Streuobstwiese gibt es viel zu entdecken. Das waren früher die typischen Süßkirschenbäume, Hochstamm, bis zu 40 Sprossen die Leiter. Von dieser Kulturform ist man halt weggegangen, weil das Unfallrisiko, ne? Und deswegen sind wir jetzt runtergegangen auf diese niedrige Form, wo man 2/3 vom Baum praktisch mit der Pflückschlitten ernten kann. Das hat schon seinen Vorteil. Oberhalb der Obstwiese haben die Schmidts einen neuen Weinberg angelegt, mit roten und weißen Rebsorten. Ich behaupte, aufgrund vom Klimawandel und so weiter haben wir momentan sogar die besseren Voraussetzungen als wie teilweise in Unterfranken. Was mich riesig freut, wir haben unten wasserführende Schichten, der ist schon unten im Wasser. Die Trauben wurden letztes Jahr erstmals gekeltert und nun darf die Wandergruppe den jungen Wein, einen Rotling, verkosten. Ab und zu brauchst du im Leben Herausforderung und es ist auch mal wieder was völlig Neues. Und wenn du was Neues hast, dann heißt es was Spannendes. Ich muss auch dazu sagen, es ist nicht allein auf meinem Ergebnis gewachsen, sondern die Idee kam von meinem Sohnemann, der in Veitshöchheim gelernt hat. Und ich bin froh, dass er diesen Bereich hier weitermacht. Obst- und Weinbau passt sehr gut. Und ich denke, darauf kann man auch einmal miteinander anstoßen. Oder? Ja. Also, sehr zum Wohl. Ideenreich sind sie, die Schmidts, und sie haben auch den Mut, Neues auszuprobieren. Prost, auf dass sich alle Projekte gut entwickeln.